Also so halt mir das nicht vorstellt. Lebensgefährlich ist das. Jetzt die Liegesächte dann nicht passen, kann tot werden. Zeig mal. Dann noch Wein? Aua, Chlor da noch bei. Hier, Gerd. Trink erst mal was. Ich setz die doch mal ein. Ich mag das Gliedsmäuber faste. Wo ist denn wohl die Akkuschrauber? Obwohl, wir haben doch auch diese Bohrmaschine. Notfalls, die geht doch auch. Den Bohrmaschinenkoffer, den was auch hier irgendwo. So, der Chef hat Ach. Kann ich vielleicht mal die Bohrmaschine haben? Pardon? Ja, ob ich vielleicht mal den Bohrer hemmen können? Vielleicht verstarte die nicht? Le machine de borer, s'il vous plaît. Le borer? Mensch, hier ist doch so dämliche Akkuschruber. Ja, dann sagt das doch nichts. Morgt wir denn auch mal Vira? No. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ich glaube, es ist besser, wir jetzt machen eine Pause. Typisch Franzosen. Kassierten Bar Geld, wird bloß Pausen machen. Ich habe einen Renault, ne? Ist auch ein Franzose. Der hat auf der Autobahn alle 100 Kilometer müsste der eine Pause haben. Anders würde der Motor in den Krücken gehen. Also Gerd, wenn das wie die wer geht, dann können wir von mir und nichts wieder morgen. Also ein Brenner wie nichts faste. Bist du dir sicher? Und tot sicher. Das beruhigt mich noch nicht gerade. Mann, wie soll nur auch mal eine andere Szene üben? Aber worum ist das denn? Das hier hätte doch gar nicht klappen. Solange Gerhard den Namen von der Gräfin nicht kann, macht das doch gar keinen Sinn. Und nu hat er auch noch eine... Was hab ich noch? Och, nur hat noch ein Dachschaden, nicht? Du wird das mit dem Namen von der Gräfin für Dorge sowieso nichts mehr. Lehnst du der mit der Baroness und erst an Chesterfield bei Mittelweg, Yorkshire, Exhassington, Elstershire, Groningen, Sheldon-Button? Oder wie Pater Braun aus Little Wicknick und seine Husöllerske Bad Wodenham, hä? Meine Güte, ich hätte. Wann so ein Hüttenschlag auf den Dörz gut morgen kann. Moin. 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 Kiek mal, ich habe die Kostüme mitgebracht. Oh, hast du alle Krägen? Ja, fast alle wie Affmorgt und fast alle in der richtigen Grötte. Fast all? Und fast all in die richtige Grötte? Wie möchtest du eben anprobieren, dann wird die ja seine. Oder was meint sei, Herr Regisseur? Ach, ich hätte nicht sagen können besser. Ich denke, wir jetzt machen eine Kostümprobe. Oh, sieht das Und was soll ich morgen? Ich glaube, du kannst es mal beim Anteil halten, ne? Ja. Die Kerls, die wird das ja wohl alleine schaffen, ne? Ja, das wird sie wohl hinkriegen. Du, da buckelst du mindestens kein Wagtüchtau, ne? Naja, schaffst den Tag nicht für einen Abend loben. Jünger langsam, junge Dame, da vorne ist die richtige Tür. Oh, woher ich bloß immer meinen Kopf? Tja. Tja, also. Ja, also, dann will ich doch mal kicken, wie das so ist, nicht? Mit den Kostümen. Also, das ist Schwatt. Das ist ja nur wohl für ein Pistor. Ach, die Butler recht ein rosa Tütü oder was? Nee, die will auch wohl Schwatt drängen. Ja, oder vielleicht trägt die auch Karo. In England, da wird doch ganz Masse Karo tragen.
bloß Baum in Schottland. Bist du hier ein Schottenrock oder was? Ein Kilt? Was? Na, ein Kilt? Also, ein Rümme. Ein Kilt, Ja, und Nudelsack. Die Dudelsack ist innen, wa? Nee, vergesst it. Halt recht bestimmt auch Spatt. Mal Herr Treschin. Treschin wird doch enorm, ne? Oui, oui. Habt ihr all die Pferdestücke registriert? Regiert. Nee. Regieren, da doch bloß Regiment oder so, ne? Regierer? Ja, ja, Bundeskanzler und so, ne? Regisiert. Ja! Ja, genau. Ja und, habt ihr? Oui, oui, naturellement. Oh, ich habe schon regissiert bei vielen Stück von die Theater. Ja. Und wecke so? Ich weiß auch nicht mehr so genau. Den kennst du doch gewiss nicht. Da wird doch sicher meist um so französische Stücke, ne? Oui, oui. Stück in Französisch. Ja, aber das würde mich jetzt aber trotzdem mal interessieren. Ja, da war so ein Beispiel. Le Camembert des Saint-Tropez. Oh. Und Champs-Élysées. Ja. Und 3 Baguette in einem Bett. Das wären sicher sehr große Erfolge, ne? Oh oui. Also ich kenne nicht ein Stück davon. Sammel mal nicht so fern, probier aber die Sorgen an hier. Hier. Sicher sie ein Pastor sie nicht bedeutet, ne? Meinst du? Mal laut. Kannst sie gerne hier immer teilen. Ist ja sonst keiner da. Ja, Allgäu, wie du das so meinst, ne? Aber nicht kicken. Gott, Das nee. war lange Überbüchsen annehmen müssen. Sie mögt schon entschuldigen. Aber einmal so sonst vorher immer die Klamotten von den älteren Schwestern umträgt. Och, das ist ja nur gar nicht vor. Naja, dann hast du auch kein Problem damit. Mach sich Knöbel.
Also, die ist aber nicht wie die Büchsen. Mine auch. Naja. Wer das Torwit als Frau Engel. Nicht? Gibst du mal den Gürtel? Kein Gürtel Bier. Hosenträger? Auch nicht. Boah, très groß, diese Hose. Au! Und nun wärst mal Betten vorsichtig. Und ein Pistol ist doch unten so ein Betten empfindlich. Ich löf, wie die Grötten hab ich min Bärten verdorren. Wie die Frauen sieht das auch nicht anders ut. Ich hol Bärter ein paar Sicherheitsnadeln. Wie könnte auch ein Bohr suchen? Ja, oder 2 Gürtels. Ich kick mal, ob ich irgendwas finden kann. Also, wie durch sie könnt nun loslorden. Anders kann ich morgen nämlich so singen. Oh, pardon, pardon. Oh. Gott sei Dank. Alles noch doof, wo das hingehört. So. Hier ist noch die Fleige für den Butler. Und das Kragenspiel für den Pastor. Sag mal, kannst du mir vielleicht mal helfen? Ich kann nur Dünns nicht helfen. Gottsverflucht, was für eine Scheißfummelei hier. Mensch, Und doch mal still, anders kriegt das Ding noch nie nicht rediert. Oh mein Gott! Was ist denn, was bist du mit mal an Bevern? Lisa, das gibt Tage, da ist das besser, wenn man nicht eins sitzt. Oh la la, ich hab gar nicht gewusst, dass ihr auch 2 Jahre so Leibe habt. Woche Leibe ist das bloß oder Kiels? Oui, oui, da ist schon etwas dran. Ein ganz klein bisschen Wahrheit. Kommt dir bloß, weil die Böckchen verwit sind. was hast du eigentlich gedacht, was ich von der Grötte habe? ZZL? ZZL? Ja. Zirkuszelt? Latsch? Tat mir leid. Hier hab ich Sicherheitsnadeln für jou. Damit wird das erstmal gehen. Wo mag ich die nur am besten fassen? Ach dann an die Büchsen. Soll ich vielleicht? Nee. Wie kommt ein Chlor? Du hältst sicher aus den Dorns ganz gern. Der könnte sowas die richtige Hand. Oh, ich weiß nicht. Ach komm, Lisa, wie hört die 2 älteren Herren sich anständig anzuteilen? Komm, Lisa, du hier und ich da. Carina, was kommt denn nun als nächstes? Nu kommt die Mordermittlung. Aber es war doch nur ein Überfall auf die Sparkasse. Ja, sicher, aber nu wird erstmal wegen den Mord ermittelt. Oh, das habe ich nicht gewusst. Es war doch nur ein Überfall auf die Sparkasse und keiner ist gestorben. Nee, der Overfall ob die Gräfin. War auch ein Gräfin in die Sparkasse? Use Gräfin hier in das Stück, ich will das Stück gar nicht lesen. Carina, kannst du endlich mal Chor? Hältst du die Dinger? Ja, ich komm all. Gediegen. Oh. Das ist doch ganz einfach. Die Gräfin ist umgebracht worden, um zu versleiern, dass er Schatz klaut worden ist. Ja, nun passt du mal leider auf, wo du das spitze Ding drin steckst.
Aber ob ne Fummelei mit diesem dicken Stoff hier. Also, ich hab keine Probleme. Au, nee! Das ist kein Problem mit die Nordlin Ischach nach der Rammen, wa? Oh, dat mir leid. Das hätte ich nicht sein. So, fertig. Und? Ja, Gott sei Dank. Heute? Ja, mit lang dazu. Wie nächsten Mal möchte ich dran denken, einen Gürtel mitzubringen. Aua, ein Wehe! Von Akupunktur keine Verzicht! Oh, dat mir leid. Das hätte ich wer nicht sein. Och, Lisa, lass mich mal kicken. Ja, bitte! So, fertig. Probier mal. Aber mit so eleganten Hüftschrumpfen und so Pastor hinkriege, weiß ich auch nicht. Was für ein Glück, dass wir nicht Saturday Night Fever spielen. Was für ein Ding? Ach, sie meint, dass du noch ein Bäten an den Hüftschwung arbeiten müsst. Schmorspur Travolta. Was willst du wohl? Mit? Also mit oder ohne? Was weiß ich, fragt der Regisseur. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich habe die Daumen und Herrengrötten verwechselt. Rosi, kannst du bei mir achter Leute hauen? Ach, klar. So, bitteschön. Mein Gott! Ja, das Tode! Sie sind so! Sag nun bloß nichts Verkehrtes, wenn du an den Lehm hangst. Sie sind so dünn! Ich krieg mal knapp in die Luft. Ich stell mal besser Pater Braun und die erstickte Presswurst spielen. Oh, echt? Gibt's denn das auch? Das Bruder noch nicht rühren kann. Anders könntest du was beleben. Ja, wieso? In Schallopistore gehen? Die Stadt noch zu Trallehuser. Ja, was nun? Mit oder ohne? Also, ich bin jetzt Haut, ne? Ne? Sind doch gaut gut mit Haut. Ja. Find ich auch. Aber mit das Licht auf die Bühne, dann ist sein Gesicht die ganze Zeit in Schatten, wenn er den Haut opet. Da hat sie auch wieder recht. Mich den Lorten doch uppe, solange wie die vorstellst. Und wenn du rinkommst, dann nimmst du ihn ab. Das ist eine gaue Idee. Ja, na gut. Von gut. Würden wir denn jetzt die Ankunft nochmal probieren? Damit du die wir fragen kannst, wenn ich wie die Baroness auf Estland Chesterfield bei Mittelweg, Yorkshire Tire, Exassington, Elsterschreier, Chroniken, Schelten, Batteln oder wie Pater Braun aus Little Wicknick und seine Husöllerske, BF, Bodenhemd für Sappele? Au! Nicht Glüm! Hei hätte halt ein Weh richtig sich. Ohne einen einzigen Fehler. Also Gerd, manchmal bist du mir wirklich unheimlich. Also, ich werd hier jetzt ja nicht mehr bruket. Wo ist eigentlich mein Soufflösenstaul? Ich habe gedacht, wir proben jetzt die Tod von die Gräfin. Genau, Und nicht nochmal die Ankunft. genau. Wie macht nu die Sterbeszene? Bon. Aber vorher fangen die Use so Flöße mal wieder in, ne? Sag mal, Lisa, hast du die eigentlich mal überlegt, den Augendoktor Tauwessel? Ah ja, klar. Aber ich find ja keinen anderen. Den Weg zu min Eulen, den find ich in Düstern. Wie heißt die denn? Dr. Wolf.
Hätt die nicht all für 2 Jahren sie eine Praxis umgeben? Genau, da ist doch nun Frauensdoktor inne. Wirklich? Oh, Dorime. Ich hef mir all immer fraget, was das für eine neue Methode für einen Sehtest ist. Ach nee. Und Dorime verschrieb die mir auch keine neue Brille. Weißt du was, Lisa? Die nächsten Tage mach ich mal einen Termin wie mein Augendoktor für die. Und dann fahr wieder da oben hin, ne? Was ist denn nun? Übelt die oder Körperkrankheiten? Also ich kann auch noch ein paar nette Geschichten von meiner Prostata drauf erzählen, ne? Nee, danke. Laut mal stecken. So. Die Sterbeszene. Die ist von Seite 29. Scheide nicht mal unser neuer Regisseur da begonnen. Oh, gaue Idee. Ja, wo taucht kriegt ihr denn wohl anders als Geld, ne? Monsieur Trischin, während sei so gaut. Oui, oui. Die Gräfin sitzt mit die Pfarrer und die Auselterin am Tisch zum Tee. Aber vorsichtig bitte, ne? Kannst du mich mal rinladen? Ich krieg dabei nicht hoch genug. Na klar. Ellere, Fußball, das gehält ich doch gerne. Nicht? Oh, Vorsicht! Oh! Mon Dieu! Was ist denn passiert? Oh, Trude, das darf mir jetzt leid. Alles klar wie die? ja, aber ich komm nicht mehr hoch. Dann bleib ganz ruhig liegen. Vielleicht hast du was mit der Wirbelsäule. Quatsch, der Kleid ist zu enge. Na, den packen wir mit an. Ja. Und alles klar, Trude? Alles gut. Na gut, dann setz ich mich jetzt zuerst, ne? So, aber nicht mehr obstorben, ne? Aber da sitzt die nicht. Oh doch, hier sitz ich. No, da sitzt die nicht. Sag jetzt mal, was scheinen du so unverschämte Ton? Regisseur hin oder her? Für sie immer noch Frau Seemann. Aber ich mein doch die nicht. Ich löf den nie, den nicht der. Oui, die nicht. So, dann säget sie das doch lieb. Lässt du mich noch mal ruhen? Ja, klar. Oh je. So, du Götschi. Das wäre aber knapp. Geht alle. So. Und dann die Pfarrer. Oui. Und dann die Auselterin. Könntest du das vielleicht noch mal sehen? Auselterin? Da macht mich rein mit verrückt. Beate, du bist an den zweiten Harvest und nicht mehr im Frühjahr. Und wenn sie doch noch eine Frau Jour wäre,
Denn was all die Drülle wahrscheinlich. Na schön. Langsam, langsam, langsam. So, und die Personal steht dahinter und bedient. Ach, Alberti, was nervt das mal als Requisite? Wer Bier oder Kiste? Nee, wird wie gar nicht. Ich helfe doch auch dann noch ein paar Tassen und eine Kaffeekanne. Wunderbar. Dann hol ich die eben schnell, ne? Wo hast du denn das noch wer her? Das ist ein Erbstück von meiner Tante. Hä? Und da bringst du mit einer Probe? Und dann lässt du das von den Gerhard achtern drängen, bist du sicher, dass das eine gaue Idee ist? Ach was, da passiert nichts mit. Na, solange ich die Sorge nicht regeln muss. Ich bin denn so weg. Gaut. Also, die Butler bringt den Tee, die Dienstern helfen ihm Wien servieren. Kann ich? Kann losgehen! Und Aktion bitte. Oh, verdammt. Oh, ist denn was passiert? Wie ein schönes Geschirr. Ich hef das gewusst. Och, und die Gräfin wer an Bodden? Sag mal, macht sie das alle mit Absicht? Oh, Trude, da darf ich auch rein, nicht? Aber Butler ist doch just an den Dörrern vorbeischrumpelt. Für sicher ein Verbrechen. Wohl eher ein Zerbrechen. Wie dücht, das wird mit dem Porzellan. Ach, so ein Schied aber auch. Ich hef lieb gewusst, dass das keine gaue Idee ist. Ah, die Theatergruppe ist ja gaut versichert. Mal kicken, was Neimann dort aus sich. Naja, drückt wir mal die Daumen. Und Scherben bringen Glück. Du hast Gaut hören. Der hat mir leid, aber die dörsige Böchsen von Anfang nicht warm blieben. Das ist so wie die dösige Bank. Naja, egal, ist ja nicht die Schuld, Gerd, ne? Aber wie schön man nur mal ein Vita morgen. Dann gibt das nur wieder den gauen und bekömmlichen Lufttee, nicht? Genau. Gut, dann alle wieder auf ihre Plätze, bitte. Gaut. Also, den Tee wird serviert. Dabei ist der typisch englischen Smalltalk. Na den ersten Schluck fährt sich die Gräfin an den Hals, rutscht von ihrem Sessel und ist tot. Hallo? Wie habt ihr einen Profiregisseur? Ach, ich hätte nicht sagen können besser. Und Aktion bitte. Mileni? Etwas Milch, Milady? Nur ein wenig, bitte. Etwas Milch, Sir? Nein, danke. Ich habe deutsche Wurzeln. Wissen Sie, wir nehmen niemals Milch in den Tee. Wir fahren ja auch nicht auf der falschen Straßenseite mit dem Auto. Also, diesen Text finde ich nicht. Ja, ich hab mir gedacht, das lockert das Ganze so ein bisschen up. Ist doch stinklangweilig, diese Teenschenkerei, oder? Mann, das ist aber typisch für England. Very British sozusagen. Und da wart auch nicht so viel sabbelt als in die Kneipe. Na, aber das war trotzdem dolle Stücke, Joa.
Ein Paradiesvogel in feinerem Schlüpfer hat mir auch besser gefallen. Ach, Als die Stockstiefel Aristokraten kommen. ja. Schluss nu! Wie spielt düt ja was mit Niveau? Und da gibt's ja keinen Paradiesvogel. Außer ich kriege nichts einen Vogel, wenn der uns Geselle nicht mal aufhört. Ja, ist so ein Gaut. Ich bin nur als Stille. Gut, dann bitte noch einmal. Ein bisschen rum. Milady? Etwas Milch, Milady? Nur ein wenig, bitte. Etwas Milch, Sir? Ja, bitte. Ich liebe Milch zum Tee, wie ein richtiger Engländer. Ich sag nun nix. Anna sitze morgen freu noch wie Tee. Aber ach daher, du kannst was belehren. Hä? Auch für mich etwas Milch, bitte. Sehr gerne. Wie ist denn so das Wetter hier in Little Whitney, Milady? Nun, es ist eben wie es ist. Aber Tante, nimmst heute gar keinen Zucker zum Tee? Oh, wo habe ich nur meinen Kopf? Wenn du so gut sein möchtest, mein Kind. Aber gerne, liebe Tante. Zu viel Zucker soll ja gar nicht gesund sein. Ja, und wie immer kommt es doch auf die Dosis an. Ein wenig Süße im Leben kann nicht schaden. Oder sieht das die Kirche anders, Herr Pfarrer? Nein, keineswegs. Schon beim Apostel Paulus heißt es, genieße die Süße des Lebens. Bittere Momente gibt es genug. Ein kluger Mann, der Apostel Paulus. Ja, sicher. In der Kirche gibt es eine ganze Reihe von klugen Männern. Vergiss mir die klugen Frauen nicht, mein Lieber. Oh, sie beide duzen sich. Milady! Ist Ihnen nicht wohl, Milady? Im Text steht aber, dass die Gräfin leiflos auf den Boden fällt. Ich kann aber nicht fallen. Das Kleid ist dünne und ich habe hier auch keinen Platz. Oh, dann hätte ich geliebt. Wie die Apostel Paulus als er. Kluge Männer wissen halt immer Rat, nicht? Will wie im Text blieben. Einfach weiter, bitte. Oh mein Gott, die Gräfin! Milady! Tante! Schepper, Schepper, clear. Aber Kate, das gute Geschirr. Können Sie besser Acht geben? Oh, Milady. Also, mir hätte das nicht gefallen. Also ich glaube auch, wir brauchen ein bisschen mehr Bewegung ins Spiel. Ich glaube, ich habe mir eine Sicherheitsnadel im Rücken gehabt. Lord mal kicken. Ach, das, halb so schlimm. Ich denk bloß ein Betten in. So, als der Gaut. Sag mal, kannst du bei mir auch mal kicken? Oh, das ist einfach tauenge. Klar. Manchmal ist das eben auch besser, wie ein Schnöckerkram auch mal nicht zu sagen. Was scheint das denn heiten? Naja, muss ja nicht liegt jedes Stück Schokolade direkt auf die Hüften landen. Besser, als wenn die Knorken freie Sicht über Welt hätten, weil sie eine Hut tötet.
Ein Schokokeks vielleicht? Nee, danke. Meine Hüften sind ein beloren genau. Danke. Und meine Knaken genießt gern die gaue Aussicht. Also ich würde wohl gerne einen. Ich auch. Können wir denn nun mal wieder morgen hier oder wäre das nur ein Kaffeeklatsch? Also, Ja, wohl eher einen Teeklatsch, nicht? Aber einen englischen. Gut, dann bitte noch mal Appetit. Und Aktion bitte. Lady? Etwas Milch, milady? Nur ein wenig, bitte. Etwas Milch, Sir? Ja, bitte. Milch macht müde Männer munter. auch für mich etwas Milch, bitte. Sehr gerne. Nun, Milady, wie ist denn so das Wetter hier in Little Whitnick? Nun, es ist eben wie es ist. Aber Tante, nimmst du heute gar keinen Zucker zum Tee? Oh, wo habe ich nur meinen Kopf? Wenn du so gut sein möchtest, mein Kind. Aber gerne, liebe Tante. Zu viel Zucker soll ja gar nicht gesund sein. Na, wie immer kommt es doch auf die Dosis an. Ein wenig Süße im Leben kann nicht schaden. Oder sieht das die Kirche anders, Herr Pfarrer? Nein, keineswegs. Schon beim Apostel Paulus heißt es, genieße die Süße des Lebens. Bittere Momente gibt es genug. Ein kluger Mann, der Apostel Paulus. Na sicher. In der Kirche gibt es eine ganze Reihe von klugen Männern. Vergiss mir die klugen Frauen nicht, mein Lieber. Oh, sie beide duzen sich. Lady! Ist Ihnen nicht wohl, milady? Oh mein Gott, die Gräfin! Milady! Tante! Schepper, Schepper, Claire. Aber Kate, das gute Geschirr, können Sie sich besser Acht geben? Tut mir furchtbar leid. Oh, Milady! Wir sollten einen Arzt rufen. James, wo ist das Telefon bitte? Weiß doch so Gott wie ich, dass wir doch kein Telefon habt hier. Sofa liegen. Dann lass uns schnell auf das Sofa legen. James und Beth, wenn Sie vielleicht mit anfassen würden. Sehr wohl, Sir. Bei 3 heben wir Sie an und legen Sie aufs Sofa. Sehr wohl, Sir. 1, 2, 3. Sir, ich glaube, wir stehen beide im Freien. Ja, dann schnell aufs Sofa mit der Gräfin. Aber wir hätten doch noch gar kein Sofa! Oh. Ist mir ganz egal, aber könnt ihr mir wer hinlegen mit das an als frei? Ja, na Gau, dann ist das Sofa einfach hier. Ja. Ne? Gott sei Dank. Mann, ich schwore dir. Hey! Oh, Verzeihung, Milady. Sag mal, von Naxien start aber nix in den Bauch. Oder habt Jean anderes als wie? Das liegt bloß an so scheiß engen Pledagen hier. Ja, wenn Sie mal
Tante Engel Wörn. Ich find doch nicht so schlecht. Ja, nee, ist klar. Wer die Franzosen, ne? Hauptsache nacktes Fleisch. Ja. Also, ich gehe jetzt nach Achtern und hol mir ein Stück Schnur und bin mir die Böchsen taub. Das ist eine gaue Idee. Bringst du mir Opa mit, wenn du was findest? Och, Lordmann, ich mag das all. Üf Jiman Vira, das ist nur wichtiger. Siehst du das da auch gaut genau? Ach, ich kann ja tasten. Falsche Richtung. Oh, Da lang. vielen Dank. Oh, Entschuldigung, mein Herr. Und nu. Ja, nu mag wie Füller hier. Ah, sehr gut. Und Aktion bitte. So. Oh, die Gräfin ist tot. Tot? Wir sollten einen Arzt rufen. Nein, James. Ich denke, das ist ein Fall für die Polizei. Wo ist das Telefon, bitte? Du weißt doch so gut wie ich, dass ich noch kein Telefon hab hier. Ja, Dann nehmt so lange das Handy hier. ja, okay. Also, danke. Ich kann ja nur für da morgen. Bitte. So. Rob die Polizei an. Aber Hochwürden, wie kommen Sie darauf, dass das Mord sein könnte? Nun, die Gräfin riecht sehr stark. Frechheit! Ich habe für morgen duscht. Das ist das Kleid, da druckt man Mottenkugeln. Die meine ich auch gar nicht. Das steht hier einfach so im Text. Ach so. Also, so, pass auf. Die Gräfin riecht sehr stark. Und wenn mich nicht alles täuscht, hier, riechen Sie selbst. Der Tee riecht stark nach Mandeln. Ja, Bittermandeln, um genau zu sein. Ein eindeutiges Zeichen für Zyankali. Die Gräfin wurde vergiftet. Aber wer soll denn die Tante vergiftet haben? Ja, das, meine Liebe, werden wir sehr rasch herausfinden. Aber zunächst einmal sollten wir die Polizei informieren. James, Sie achten bitte darauf, dass nichts am Tatort verändert wird und dass auch keiner den Raum verlässt, ja? Sehr wohl, Sir. So. Oh, die Schande. Ja, gut. Ja, hallo. Ist dort die Polizeistation von Little Whitnick? Ah, Constable O'Connolly. Guten Tag. Ist vielleicht Inspektor Graven zu sprechen? Hier ist Pater Brown, der neue Pfarrer von Little Whitnick. Ja, danke. Ich warte. Der Constable holt jetzt gerade den Inspektor ans Telefon. Ah, Inspektor Graven. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Hier ist Pater Brown, der neue Pfarrer von Little Whitnick. Ich befinde mich hier mit meiner Haushälterin, Mrs. Beth Woodenham, im Anwesen der Baroness of Eastern Chesterfield bei Middlewick, Yorkshire, Sussex, Elstershire, Rowington, Sheldon Button. Oha! Ja, ganz recht. Nein, der Gräfin geht es gar nicht gut. Sie ist ermordet worden. Ganz recht. Vergiftet sozusagen. Nein, ich bin mir völlig sicher, Herr Inspektor. Die Gräfin liegt hier auf dem Sofa von Chesterfield Manor und wurde offensichtlich mit Zyankali vergiftet. Ihr Tee riecht stark nach Bitterorangen.
Bitterorangen. Jetzt werde ich der ganze nochmal von vorne hören. Ach, Inspektor Graven, wo habe ich denn nur meinen Kopf? Bittermandeln natürlich, nicht Bitterorangen. Ja, also ein eindeutiges Zeichen für Zyankali. Ja, das wäre sehr freundlich von Ihnen, Herr Inspektor. Ja, bis gleich dann, Herr Inspektor. Ja, auf Wiederhören, Herr Inspektor. Und? Was hat die Polizei gesagt? Inspektor Graven kommt gleich mit ein paar seiner Konstabler hierher. Solange sollen wir uns nicht vom Fleck bewegen und nichts am Tatort verändern. Oh, darf ich mich vielleicht trotzdem immer dran? Mein Rücken dat all ganz zwei. Du bist so und so tot und hast keinen Text mehr. Da kannst du dran, wohin du willst. Oh, danke. Solange du das nicht mit der Aufführung magst. Dann können das Stück auch die rotierende Tote von Chesterfield Manor halten. Ja, beten mehr Respekt. Ob lässt bin ich noch eine doofe Gräfin. Weiter bitte. Den letzten Satz noch einmal. Inspektor Graven kommt gleich mit ein paar seiner Konstabler hierher. Solange sollen wir uns nicht vom Fleck bewegen und nichts am Tatort verändern. Aber wieso sind Sie sich so sicher, dass es Mord war, Pater Brown? Meine Tante war schließlich schon alt und sehr gebrechlich. Das ist wohl wahr. Milady war in den letzten Jahren nicht mehr die Alte. Ja, aber dennoch wurde sie heute hier ermordet. Was der starke Geruch nach Bittermandeln doch eindeutig beweist. Sie wurde mit ihrem Tee vergiftet. Aber wir haben doch alle Tee getrunken. Na, eben deshalb stellt sich doch die Frage, weswegen wir noch am Leben sind, die arme Gräfin aber von uns scheiden musste. Was war der Unterschied zwischen dem Tee der Gräfin und dem Tee in unseren Tassen? Und wer hatte die Gelegenheit, den Tee der Gräfin so zu präparieren, dass das Gift unbemerkt in die Tasse gelangen konnte? Oh. Also ich glaube, meine Unschuld steht außer Frage. Ja, nun, meine Liebe, ich denke, Ihr Leumund steht ganz außer Zweifel. Aber was ist mit den beiden Dienstboten und der Nichte der Gräfin? Sie denken doch nicht etwa allen Ernstes, dass gerade ich was damit zu tun habe. Ich die in diesem Hause schon seit über 40 Jahren. Ich glaube, meine Loyalität und die von Kate stehen außer Frage. Vielen Dank, James. Na, aber dennoch hatten sie beide die Gelegenheit. Sie, James, hatten die Teetassen in der Hand. Und durch das Einschenken des Tees alle Gelegenheit, das Gift in die Tasse der Gräfin zu mischen. Dagegen muss ich mich auf Äußerste verwehren. Na, und Sie, Beth, Kate, Sie haben mich in die Tassen gefüllt. Auch Sie hatten die Gelegenheit, das Gift in der Tasse der Gräfin zu platzieren. Aber das hätte ich niemals getan. James, Sie müssen Pater Brown sagen, dass ich hätte niemals die Gräfin vergiften können. Keine Sorge, werte Kate. Wie Sie sich vielleicht erinnern, hatte ich ja auch Milch in meinem Tee. Wäre also der Tee der Gräfin bereits vergiftet gewesen, so würde ich mich bereits in illustrer Gesellschaft mit den Ahnen der geschätzten Gräfin befinden. Ja, aber wer war es dann? Nun, liebe Beth, wenn Sie mir vielleicht mal die Zuckerdose reichen könnten. Es tut mir furchtbar leid, Hofwürden. Aber auf dem Tisch befindet sich keine Zuckerdose. Aber Milady hatte immer 2 Stück Zucker zu ihrem Tee. Ja, ganz genau. Und auch dieses Mal hatte unsere bedauernswerte Gräfin etwas Zucker in ihrem Tee. Und der wurde ihr nämlich gereicht von ihrer geliebten Nichte.
Oder warum hat sie vorhin heimlich die Zuckerdose versteckt? Ja, ich gebe ja alles zu. Ich habe die Alte und die Gräfin umgebracht. Oh. Tut nicht so scheinerlich. Ihr konntet es doch selber nicht mehr abwarten, bis die Alte endlich ins Gras beißt und ihr euren Anteil aus ihrem Testament bekommt. Sogar die Dienstboten hat sie darin bedacht. Und ich sollte nur eine kleine monatliche Apanage bekommen. Dabei bin ich, oder besser war ich, ihre letzte lebende Blutsverwandte. Nun, nachdem Sie geständig sind, würde ich Sie bitten, in aller Ruhe mit uns abzuwarten, bis Inspektor Graven und Constable O'Connolly hier eingetroffen sind, um Sie festzunehmen. So leicht erwischen Sie mich nicht, Hochwürden. Hände hoch, alle zusammen. Ab rüber in die Ecke. Aber mein Kind, nun machen Sie es doch nicht noch schlimmer, als es bereits ist. Was soll denn nun noch schlimmer werden? Wenn mich die Polizei erwischt, dann verbringe ich die nächsten Jahre im Frauentrakt in Dartmoor oder der Henker legt mir den Strick um den Hals. Glauben Sie mir, Hochwürden, ich verspüre weder Lust für das eine noch für das andere. Schön Ihren Nomen lassen. James, wie ist die Kombination für den Safe? Safe? Welcher Safe? Na, der Safe hinter diesem Bild hier im Salon. Oh, befindet sich doch tatsächlich ein Safe? Natürlich befindet sich dort der Safe. Hier, und jetzt die Kombination, ja, aber flott. Hier, kiek mal. Ich löf, ich hab was gefunden. Mensch, Lisa. Mensch, Lisa, wo du gerade so gautlopen ist. Ich hab bloß noch die Nichte mit dem großen Bauch K.O. schlagen bist. Wär sowieso kein Baugdor bin. Ach, irgendwas halt all gefunden. Gott sei Dank, dass du endlich kommst. Kein Bolle Banger, dass die Büchsen mehr verliert. Das ist keine Schnur, müsst aber auch gehen. Eine Strumböchsen. Ich bin mal mit den Strumböchsen als Ersatzkeilriemen mit dem VW Käfer beim Brennerkorb. Wette wie eine Büchse war 3 mal lang. Ist von mir auch Watterbier? Teuf. Eine Schnur oder so. Oh, oh. Oh. Sag mal, ist das nicht Use? Ja, die habe ich doch betreut. 129 Euro 95 bin Hagebau. Siehste, da kannst du doch mal sein, wo tausende gaue Kassiererin im Verein Toggebruken ist, ne? Ja, nun frage ich mich aber doch allerdings, was denn da wohl in den Bohrmaschinenkoffer inne ist. Ich meine, wenn die Bohrmaschine all hier in Düsseldorf inne ist. Ach, ist so sicher der Stichsäure oder was anderes inne. Du weißt doch, dass das mit dem Obrühmen nicht klappt hier. Nee, das kann du gar nicht antworten. Die Stichsägen, die liegt doch in Regal an den Stromkurbel. Ich glaube, wir kicken doch mal ganz schnell nach. Schluss du! Alle Turme die Hände hoch oder ich steh das Ding hier an! Fix den Bohrmaschinenkoffer noch mir, aber Dalli! Ich wusste gar nicht, dass die in Frankreich auch Dalli kennt. Mann, ey, schied doch den Franzosen! Sei ich vielleicht gut wie ein Regisseur? Ich wollte mich ja doch bloß verstärken mit dem Bullerhaus! So, nun wird mir erst alles klar. Plunkerkurt, das Spiel ist Utes, das sind vorläufig festgenommen. Du mit deiner Spättyp-Pistole! Fix den Koffer noch mir! Oder hier passiert Unglücke! So, mein Freund, Ute sagt. Wie hätt die nämlich jetzt? Oh, ich hab den Schatz von der Gräfin gefunden. Oh, Schluss jetzt hier mit die schweren Komödie! Los, her mit deinem Koffer und das Geld! Hier, da, noch ein. Ja, Den hat mir das wieset. Ich hab doch gewusst, dass die keine Schlugen gerade in der Wand kriegen können. Dann wäre das nun gar kein richtiger Regisseur.
Sagt mal, wo sind die eigentlich? Ich kann ja einen Text gar nicht finden. Kannst du auch nicht. Das wär nämlich gar nicht von Zwart Regine, der Regisseur. Das wär Klunkerkurt, der Bankräuber, die gestern morgen die Sportkasse überfallen hat. Also, ich fand den als Regisseur gar nicht so schlecht. Und das Geld für den Richtigen kann ich mir wohl abschreiben. Ich glaub, die Kollegen an das nachholen. Lässt du noch Chesterfield Männer kommen, wa? Nele Ortmann, genau Theater für 5 Tage. Aber hier, ein Satz in den Text, der passt doch wie die Faust und Auge. Mit dem Weggedädel. Na hier dort, der letzte Satz von Paderborn. Lässt doch mal, was da steht. Ende gut, alles gut. Aber nächstes Jahr will ich mir was anderes Niveau spielen. Ja. Ja.